Wo Wiener Steffi draufsteht, ist manchmal Vienna White Club drin. Weiße Deko und auch der Großteil der Gäste ganz in weiß. Und das alles zu Ehren der Mickey Brühl Band. Die durfte zum allerersten Mal überhaupt nach ihrer Gründung ein komplettes Konzert auf Kölner Boden spielen. Und entsprechend groß war die Anspannung bei Bandchef Mickey Brühl. Nervosität steigt, das prickelt und grummelt im Bauch und so. Aber ich glaube, es wird schön. Die Leute kriegen 10 neue Nummern geboten, die sie nicht kennen. Wir werden mal sehen, wie sie darauf einsteigen. Der Kölner ist ja sehr flexibel. Und dann der große Augenblick. Einer der ganz Großen des Kölner Karnevals kehrt zurück auf die Bühne, bejubelt von hunderten Fans und Promis und begutachtet von unzähligen Journalisten und Fotografen. Viele Gäste auch auf der Bühne. Jamie und der Kalker Kindermittagstisch, Eri von den Föß, Brings, Ralf Richter und Wolfgang Bosbach. Jode Fründe, die gerne zum Comeback kamen. Soviel ich weiß, hat der Mickey den Peter gefragt, ob er nicht Bock hätte, eine Nummer zu spielen. Und da haben wir ja gesagt, weil der Mickey war auch einer, der uns vor 13 Jahren im Karneval auch geholfen hat, da reinzukommen ein bisschen. Ne? Aber wir kannten ja wenig aus dem Karneval. Mickey und ich, wir sind seit zig Jahren befreundet. Wir haben schon vor über 25 oder 30 Jahren die ersten Nummern zusammen geschrieben. Den Mickey habe ich mal kennengelernt im letzten Jahr und wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Dass er mich aber jetzt plötzlich fragt, ob ich bei ihm hier ein Lied singe, das hat mich dann doch schon gewundert. Aber wenn ich mir vorstelle, Erich Stock-Loser, einer der berühmtesten Kölner Musiker, ne? Und Peter Brings und ich, da war ich dann doch schon irgendwie erfreut. Und dann mache ich es auch gern. Vielleicht nicht so gut wie die anderen, aber gerne. Es ist natürlich schön, heute hier dabei sein zu dürfen und Mickey heute unseren Song zu präsentieren. Das ist eine wunderschöne Sache für uns, für die Kinder, für den Mittagstisch. Am Ende kamen sie zum großen Finale alle nochmal auf die Bühne, auch Kool und the Gang und Sitzungspräsident Volker Weininger. Sie feierten eine grandiose Premiere einer tollen Band, die für Köln ein echter Gewinn ist. Ich muss mich stark wie Köln sehen. Wir sagen Dankeschön. Dankeschön. Wir brauchen ihn in der Stadt. Man kennt die Stimme, man kennt den Typen. Ist immer ein klasse Typ gewesen. Und ich gönne ihm alles Beste auf der Welt. Man sieht, da ist er richtig glücklich jetzt. Ne? Glücklich, überglücklich, überglücklich. Ich bin wieder zu Hause, kann man sagen. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Ich hatte gedacht, vielleicht läuft es gut so nach den ersten 2 Nummern, aber das lief nach der ersten Nummer schon gut. Also ich glaube, ich bin hier nur vom Schwitzen leichter geworden, sondern auch von den ganzen Steinen, die mir vom Hals gefallen sind. Jetzt kann man nur hoffen, dass es weitergeht, weil dieser Deckel in Köln, so nenne ich das immer, auf dem die ganzen Karnevalsbands rumtanzen und springen und spielen, der bietet auch noch Platz für Mickey Brühl und seine Band.